Boah, wir sind jetzt oben am Pass. Rechts und links beim Auto ist nicht recht viel Platz. Ja, ich glaube, der Pass ist das Schlimmste. Nicht viel Raum für Fehler. Das ist schnell. Schönen guten Morgen. In der Nacht war es schweinekalt. Aber wir haben es überlebt und gibt euch den Ausblick. Und wer ist er? Was macht er da? Also wir werden gerade umzingelt von einer Kuhherde und 3 Pferden. Ja, es passieren spannende Dinge. Die Kühe essen die Asche aus dem Feuer. Warum auch immer. Nach einem gemütlichen Morgen mit 2 besonderen Gästen machen wir uns auf Richtung Zagari Pass. Aber es gibt ein Problem. Wieso steht da jetzt wieder Traffic is prohibited? Wir sind gerade am Weg auf dem Zagari Pass, nicht zu wechseln mit dem Zegari Pass, von Oshkuli weiter Richtung Zana und Lenteki, und wir waren schon nicht ganz sicher, ob wir das machen können, aber jetzt ist eindeutig ein Schild da, wo steht Traffic is prohibited, also weiterfahren verboten. Was machen wir jetzt? Ja, es schaut nicht gut aus. Also Mai ist halt einfach scheinbar nur ein bisschen zu bald. Jede Straße ist scheinbar noch nicht frei. Ja, geht's zurück. Können wir uns immer fragen, was? Ja, fragen wir. Danke, Armin. Gut, dass Okay, also wir haben gerade die Militärmenschen dort gefragt und der hat gesagt, ja, you can go, no problem. Und dann wir so, ja, das Schild, das Sign ist ja da mit Traffic is prohibited. Und er so, what's a sign? What? I don't understand. Und dann haben wir ihm das Schild gesagt. Also, oh, this is from winter, this is in January, now is no problem. Ja, bitte. Und now no problem is? Boah, wir sind jetzt oben am Pass. Es ist asphaltiert, es geht gut. Aber man sieht, rechts und links beim Auto ist nicht recht viel Platz. Das heißt, der Schnee ist erst vor kurzem geschmolzen. Wow, ist das geil. Überall rundherum Berg. Ja, und das Wetter einfach. Also wir haben die Maßen des Jahrtausends, würde ich sagen. So geil! Durch die Schneelandschaft setzen wir unsere Fahrt fort, vorbei an meterhohen Schneewänden, bis wir im Tal was sehr Kurioses entdecken. Also wir sind jetzt gerade da weiter runtergefahren und das erste, was wir sehen, ist einfach eine riesengroße Statue vom Stalin im Garten von einem Haus. Was man aber dazu sagen muss, der Stalin ist einfach Georgier, das heißt, es kann ganz leicht sein, dass der von irgendwo da ist. What the fuck? Tatsächlich ist Stalin aus einer ganz anderen Stadt, Gori. Die Statue kommt aber aus der Stadt Poti und ist heute eine der größten im Privatbesitz befindlichen Stalin-Statuen. Also es gibt nur bedenklich viele Stalin-Fans in Georgien. Wir sind da eher Fans von unserem nächsten Stellplatz, wo wir direkt am Wasser unsere Nacht verbringen. Da drüben ist auch weniger Wind. Ist da schon Öl drin, oder? Wille, oder? Frisch und munter geht's zu einem ganz besonderen Ort. Wir sind an der Katschi-Säule angekommen. Man sieht es vermutlich hinter mir. Man kann dort allerdings nicht aufhören. Das oben ist nur so ein kleines Kloster, wo zweimal die Woche ein Mönch auffährt und irgendwelche Glocken läutet. Und es gibt dort oben, ironischerweise, einen Weinkeller, der auch gepflegt werden muss. Warum gibt es einen Weinkeller auf einem Berg oben? Scheiß Stufen. Boah.
Ja, ist doch ein anstrengend. So, dann schauen wir mal an, da. Ups. Das hat jetzt nicht geklappt. Schaut eigentlich ganz lieb aus, so ein Garten mit kleiner Mauer. Man sieht da die Leiter, wo die Mönche raufgehen. Geil. Sind sie offen manchmal. Im Kloster befindet sich eine kleine Ausstellung. Das Highlight bleibt jedoch der Felsen selbst, welcher übrigens auch aus der Luft sehr eindrucksvoll aussieht. Ja, was machen die Bayern und die Österreicher, wenn sie in Georgien sind? Richtig, sie gehen ins Hofbräuhaus. Es ist so surreal. Nein, wir brauchen es einfach nicht. Die Speisen sind jedoch hauptsächlich georgisch. So, Tag 9. Also es ist jetzt eigentlich nicht so mit die Tage, weil von allem haben wir ja keine Aufnahmen, aber egal. Wir sind jetzt am Weg nach Shatili. Shatili ist ein kleines Bergdorf, nicht einmal ganzjährig bewohnt und bekannt für besondere Bauten, würde ich jetzt mal sagen. Schauen wir uns an. Ja, die Straßen ist anfangs asphaltiert, wird aber immer schlechter. Wir schauen einmal, wie gut wir damit zurechtkommen. Und ja, wenn wir das Ganze schaffen, warten nur 2, 3 andere Highlights auf uns in dem Tal. Naja, jetzt schauen wir mal, ob er wirklich zu ist. So, jetzt geht's auf den Pass und wir sehen schon die Haarnadelkurven. Dabei schaut es aber richtig gut aus. Also kein Schnee dabei. Es sieht man auch auf der Straße, dass schon einige gefahren sind an den Spuren. Ja, die Chancen stehen relativ gut, dass das wieder ein Schild war, das vergessen wir nicht zu Blick war. Also wir sind jetzt oben auf dem Pass. Name ist unten eingeblendet, das ist etwas kompliziert. Und eigentlich sollten wir auf was, 2700 Meter sein? Ja, so circa. Einer der höchsten Pässe da in der Gegend und wir sind begeistert. Er ist schneefrei, zumindest auf der Seite, aber man sieht überall nur die, naja, man sieht sie überall. Ich glaube, der Pass ist das Schlimmste, weil da geht es runter. Die Straßen ist richtig schmal und nicht viel Raum für Fehler. Man sieht, dass da Teile immer wieder runtergerutscht sind. Das ist schnell. Da haben sie durchgerammt, dass die wieder fahren. Fuck! Alter, und das ist 5 Meter Schnee. So, wir sind jetzt im Dorf am Ende der Welt angekommen, nämlich in Shatili. Und Shatili ist umwerfend. Es erinnert uns an Jemen, also an die jemenitischen Bauten im Süden von Saudi-Arabien. Ja, Wahnsinn. Wir sind da im Mittelalter angekommen. Anscheinend sind da bis vor 100 Jahren noch die Leute im Kettenhemd und Rüstung haben getrennt. Ich glaube, recht viel abgelegener kann man da nicht sein. Aber ich habe keinen Tropfen gespürt. Ja. Ja, also die Straßen daher war ja jetzt nicht ganz ideal. Und es soll ja Unwetter kommen. Das heißt, wir werden schauen, dass wir jetzt da schnell wieder wegkommen. Denn, ja,
Landslides und so sind nicht unbedingt lustig und ja, jetzt schaut es zwar nur schön aus, aber wir brauchen 2 Stunden mindestens zurück zur Zivilisation und nur ein Tropfen. Was ist das? Von Minute zu Minute werden die Wolken dunkler und es beginnt zu regnen. Auf der Passhöhe angekommen landen sogar Hagelkörner auf unserer Scheibe. Die Umkehr war absolut richtig. Also die Straßen, die sind echt keine Straßen. Ja. Braucht man in diese Richtung ein Permit?